Hallo und herzlich willkommen zum Handling-Test des X3 M50 auf dem Wasserflugpass. Wir bewegen uns in der Ostschweiz. Die hohen Alpenpässe, die sind noch nicht offen. Darum müssen wir uns hier so im Osten ein bisschen bedienen. Genau, und ja, es ist ein kleiner Crossover, oder wenn man sich die Crossover-Hierarchie anschaut, vielleicht eher ein größerer Crossover. Und ja, wir sind auf Winterreifen unterwegs. Was kann man dann schon erwarten? Dem ist aber überhaupt nicht so. Also ja, Winterreifen. Ich hatte gehofft, es wären schon Sommerreifen drauf. Es ist Ende März. Temperaturen 7 Grad wäre auch mit Sommerreifen möglich. Also ja, vorweg der B58 immer noch super mächtig. Gut. Ja, Sommerreifen, Goodyears. Ihr hört es ein bisschen, man kann. Es kommt so ein bisschen Schlupf durch, nicht schlecht. Allrader natürlich. Das ist ein M oder kein Vollfett M, aber vermutlich der M-ste X3, den wir in dieser Generation sehen werden. Ich denke, Zeuge davon sind die Spiegel, die Auspuffanlage. Ich glaube nicht, dass wir mehr M kriegen werden im X3. Andererseits, hier ist ordentlich was los. Also nochmals, mit der Reifen Goodyears, habe nicht viel erwartet, aber der Grip ist ordentlich, überraschend. Aber andererseits spielen die Temperaturen wohl eher so in die Komfortzone des Reifen. Der M8 oder die Michelins des M8, die waren hoffnungslos überfordert. Es war ein warmes Wochenende heute. Ja, nass, eher kalt. Da dürfen sich die Goodyears wohl ein bisschen besser fühlen. Was mir auch gefällt, der Grip Abriss ist nicht besonders heftig. Es kann gut eingeschätzt werden. Ich weiß, das ist kein Reifen-Review, aber die Reifen sind nun mal sehr wichtig und muss ehrlich sagen, das Paket hier klappt super. Das Fahrwerk des X3, boah, ich bin echt überrascht. Ich war vorhin auf dem Pulsstärkepass. Falls jemand das englische Video sehen möchte, da war ich gerade ein bisschen überwältigt für einen Moment, weil mir ist natürlich klar, dass die BMW-Fahrwerksprofis einen super Job machen, generell. Aber ich hatte so viel Kompetenz, hatte ich einfach nicht erwartet. Ja, da war ich für einen Moment etwas überwältigt. Schaut es euch an, weil ihr Lust habt. Ansonsten, ja, also ansonsten lässt sich gut abschätzen, wie viel die Reifen mitmachen können. Und erlauben es dem X3 so ein bisschen zu zeigen, was er drauf hat. Ihr könnt es vielleicht hören, wir haben ziemlich viel Sound hier drin. Also wir sind im Sportmodus. Wir werden dann noch sehen, wie viel Sound draußen ankommt oder rauskommt. Ja, wow, krass, heftig. Ja, der B58, bombastisch, wie immer.
Ganz ehrlich, nominell hat er ein bisschen weniger Drehmoment als der X3M der vorherigen Generation, aber ohne die beiden gleich hintereinander zu fahren, ist schwierig, den Unterschied festzustellen. Und der PS-Unterschied, solange es kein Drag Race ist, weiß ich nicht, ob die 130 PS Differenz wirklich so einfach auszumachen sind. Das Getriebe, also ich meine, ZFs 8-Gänge ist halt überall anzufinden, ist natürlich auch ein tolles Getriebe. Hat jetzt aber irgendwie nicht sonderlich Lust, selber zu schalten. Auch wenn wir hier die großen Paddel kriegen, wie in den M-Fahrzeugen. Ja. Was wir nicht kriegen, sind die M1 M2-Köpfe, die die Konfiguration des Autos erlauben. Es gibt stattdessen die My-Modes, da kann man den zwischen Efficient, Sport und dann noch einen persönlichen Modus hin und her wechseln. Also wir können hier natürlich die Vorderachse nicht entkoppeln. Daher weiß ich nicht, ob viel rauszuholen wäre ohne das ESP oder das TTC. Ja, aber das war spaßig, habe ich echt nicht erwartet. Noch ein kurzer Vergleich zum X3M, was das Fahrwerk angeht. Er fühlt sich ein bisschen weicher an. Oder nicht weicher, komfortabler. Ich glaube, die Abstimmung ist deutlich komfortabler, ohne aber allzu viel an Sportlichkeit zu verlieren. Also X3M, X4M waren ziemlich hart abgestimmt. Das hier ist definitiv ein bisschen anders hier. Nicht schlecht. Ich weiß ehrlich nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also ich bin sowas von überrascht. Das war so eine Gaudi mit dem. Hat mich echt ein bisschen erwischt. Wow. Nein. Der M5, der war super witzig auf dem Fühler Pass, weil er komplett verschneit war. Auf dem Asphalt, ganz ehrlich, bin ich gerade nicht sicher, ob ich im M5 mehr Spaß hatte als in dem hier. Gut hier. M5 kann man ein bisschen an der Fahrspaßschraube drehen. Das ist hier nicht so detailliert, sagen wir detailliert möglich. Aber das war doch echt nah dran. Mann, ich hab dich kalt erwischt. Schon wieder. Also. Gott. Ich bin sprachlos. Keine Ahnung, was ich sagen will. Außer, ja, wir sehen uns beim Review-Video. Bis dann. Tschüss.